I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone in my average home. But why do I always feel like I'm in the twilight zone? And I always feel like somebody's watching me, and I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. So, Leute miteinander. Der Nils ist jetzt gerade im Moment noch alleine, der andere ist noch auf dem WC. Aber in dieser wunderbaren WC-Pause habe ich gedacht, mache ich da schon mal den Anfang. Und wir begrüßen nachher, wenn der andere da ins Studio reinkommt, begrüßen wir ihn gerade zusammen. Ich hoffe, dass das nicht allzu lang wird gehen, dass das ein schnelles Schiff schnell wird sein. Und ein herzliches Willkommen am Andri. Er spaziert da gerade rein und Herzlich willkommen. Oh mein Gott. das war am Andri seine Schiffpause gewesen. Oh und mein Gott. Oh, totale Verwirrung. ja, keine Zeit zum Vorbereiten. Nein, wir starten sure, Alter. direkt Oh, in die 36. Folge vom Pfuschcast. Herzlich willkommen. Oh, damn, Alter. Ich muss dir schon richtig ansitzen. So, und? Und natürlich obligatorisch. Wichtig. Genau. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich glaube nicht. Hey, aber Pröstli. zum Wohl Pröstli auf die heutige Folge. Mhm. Geil. Einfach geil. Schön. Haben wir uns Einfach verdient. geil. Haben wir uns wirklich verdient. Ja, true. Also, ich habe ja heute auch verschlafen. Ah ja, stimmt. Das wäre heute auch noch gewesen. Ja, das war auch heute gewesen. Aber also das Blöde war, ich hatte das Handy eben über die Nacht nicht eingesteckt. Und über die Nacht, dummerweise, ist das Handy gerade auf 0% runtergefault, geflossen, ausgelaufen. Und darum hat dann der Wecker heute Morgen nicht geläutet. Und ja... Dann ist aber, also das ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich keinen Wecker habe und es schläft dann einfach, dann nimmt sich der Körper einfach das, was er braucht. Ja. Und ab dem Moment, wenn dann der Körper mal genug hat, dann fragt man sich so selber, hey, hätte ich nicht schon längstens mal Ja, müssen den Wecker genau. läuten? Und dann Genau. schaust du mal auf die Uhr und dann habe ich eben das Handy, oh shit, keine Batterie. Und dann habe ich auf den Laptop geschaut. Shit, auch keine Batterie. Wie spät haben wir? Und dann ist es schon viel zu spät gewesen. Also es ist dann irgendwie 10 Uhr, ist es, glaube ich, als ich aufgestanden bin. Ja, fix. Und dann so auf die 10:30 bin ich voll verpeilt da ins Büro reingelaufen. Und zuerst mal Kaffee, Ja, voll. um das Motörli ein bisschen in Schuss zu bringen. Und ja. Aber es ist immer, wenn man verpennt, den Moment, den du vorher angesprochen hast. Verschlafen ist etwas hure Schönes. Bis zu dem Moment, wo du im Bett realisierst, Dami, ich hätte aufstehen müssen. Ja. Und ab dann ist der Tag im Arsch. Bis du dann träumst, so richtig schön, das Leben ist gut, du fühlst dich erholt und dann BAM! Holt dich das Leben wieder rein. Ja. Naja. Also ich habe in der Sek habe ich es wirklich mal angebracht. Ich habe so krass verschlafen. Ich hätte müssen ich weiß nicht, ob wir um 7:30 angefangen haben mit der Schule. 7:30 oder 8. Mir ist, glaube ich, 20 vor oder Viertel vor 8 oder gewesen. 20 vor oder irgend so etwas, genau. Und ich bin aufgewacht am 11:15. Ja. Und dann habe ich aufgewacht und gesagt, ja gut, jetzt muss ich auch nicht mehr stressen. Und dann habe ich dann angerufen und dann haben wir, glaube ich, so gemacht, dass ich wie krank war. Also offiziell, ja. Aber das ist mein krasseste Verpenn-Ding. Ja. Einfach völlig hat sich der Körper das geholt. Bis um... Also der Körper holt sich einfach das, was er braucht. Ja. Und da kannst Naturkräfte und keine Ahnung was. Das sind Naturkräfte. Oder das sind Naturkräfte. Ja, wirklich. Das sind... Ja, es ist so. Aber ist ja irgendwo durch auch gut und gesund und... Ah, voll. Ja. Ja, und wir haben ja zum Glück den Luxus, dass, ich sage jetzt mal, es gibt viele Jobs, dort wirst du sehr schnell vom Telefon geweckt, wenn du verschlafst. Und wir haben zum Glück nicht so einen Job, sondern ja, das passiert dann halt mal. Ja. Wenn irgendwie Buschauffeur oder Zug
Lokiführer bist, dann läutet das Telefon, glaube ich, hure schnell. Ja, also sobald irgendetwas ist, wo halt, dann muss eine Person sein. Wenn du nicht kommst, muss eine andere Person, dann wirst du rausgeläutet. Dann brennt es. Ja, aber ist halt so. Darum machen wir das, was wir machen, oder? Also nicht nur darum, aber es ist ein schöner Aspekt von dem. So. Ich habe auch mal, das war eine lustige Story, also auch irgendwo in der 3., 4. Klasse ist das, glaube ich, war meine Mami daheim krank, irgendwie eine Verkältung. Und dann ist meine Omi zu uns gekommen. Und sie war dann unsere neue Mami, die uns am Morgen halt aus dem Bett geholt hat und angelegt und weiss nicht was. Und dann halt die Omi hat das auch seit 20, 25, 30 Jahren nicht mehr gemacht. Also nicht mehr so ganz die Routine gehabt. So hey, nehmt noch alle Bücher mit. Du, Grossmami, wir haben ein Tablet. Ja, nehmt Bücher mit. Bei uns so sind wär's ja noch, heute. ja, so wäre es heute, Ja. genau. Ja. Aber, oder das Netzteil. Ja, genau. Ja. Haben ihr 1000 gemacht? Ja, alles auf dem Handy. Aber ist das Omi bei uns zu Hause und dann hat sie uns halt ready gemacht. Und zum Glück an diesem Tag haben wir gerade als erste Lektion Turnen am Morgen gehabt. Und darum ist dann das, der Fehler, finde den Fehler, oder finde Walter, ist dann relativ schnell aufgefallen. Und zwar, ich bin mit dem Bischi in die Schule. Geil! Geil! Und es war Aber Winter. weißt, und du als Kind so, ja, gehen wir einfach mal. Ja. Scheißegal. Also Schuhe angelegt, das volle Programm in die Schule gelaufen und ich habe es nicht realisiert, bis ich dann im Turnen, nach der Turnlektion, wo man sich wieder hat müssen anlegen musste, Oh mein erst Gott. dann ist mir das aufgefallen. Wie geil! Und dann irgendwie, es ist so, kennst du noch The Impossibles? Ja, Das ja, ist der das Disney- oder die, Pixar-Film ist ja ja, das da mit gewesen. den roten Superhelden, Latex-Anzügen. Ja, genau. Und ich hatte damals so ein Pyjama gehabt. Und weil die Hose und das T-Shirt oder Pulli gerade so zusammen. passend miteinander. Ja, passend miteinander. Also ich war voll Styler gewesen. Und mit denen bin ich in die Schule. So gut, so gut. Und es hat nicht einmal irgendetwas gesagt, aber... Also was ich schon gemacht habe, was Kleider und Schuhe angeht, bin schon mit der Finke heim. Und habe dann die Heime gemerkt, ja Tommy, ich habe immer noch Pinken an. Dann wieder zurück in die Schule und die Pinken gewechselt, die Schuhe mit heimgenommen. Das ist mir, glaube ich, sogar ein paar Mal passiert als Kind. Ich weiss nur noch eines, das ist ja auch so ein scheiß verfickter Moment gewesen, vor der Sommerferien. Letzten Tag Sommerferien. Und dann, du magst dich sicher auch noch erinnern, hast du die ganzen scheiß Bücher müssen heimnehmen. Ja, Über die stimmt. Sommerferien. Stimmt. Die einen hast du abgeben, irgendwie ein A-Wohl 5 und nach der Sommerferien hast du ein A-Wohl 6 Oh bekommen. Gott, Anwohl, Alter. Ja. Das ist gerade wieder Angst in meinem Kopf. Ja. Frère Jacques. Oh nein, was ist nein, das? ouvre, s'il vous plaît, ouvre la... nein, Alter, unsere Lehrerin hat immer so gesagt, bitte öffnet jetzt mal das Envol 6 auf der Seite, das und das auf Französisch. Und hast immer gewusst, jetzt ist mein Leben vorbei. Jetzt muss ich einfach 45 Minuten durchheben und dann geht das Leben wieder weiter. Voulez-vous Scheitli biegen derrière le Gartenhag? Ja. Machen wir so. Ja. Aber es hat also bei Superboss hat doch das das Englischbuch. Das Englischbuch hat doch Superboss geheißen. Ja! Und dort hat es sagen Superboss. Keine Ahnung, da bin ich leider nicht. Ja, es ist scheiße. Sprachunterricht Aber- habe ich nie gut aufgepasst. Ja, anyway, aber letzten Tag vor der Sommerferien hast du die scheiß Bücher heimschleppen und irgendwann 4., 5. Klasse ist das, glaube ich, bei mir gsi, hat es einfach die dicksten hure Schinken habe ich heimschleppen. Und das ist mir, ich hatte auch einen relativ langen Heimweg gehabt, also 1,5 Kilometer etwa, und ich ein Weg 1,5 Kilometer.
Und irgendwann ist mir der Rucksack einfach zu schwer geworden. Und dann habe ich den einfach deponiert, ein bisschen in einem Gebüsch rein. Bin heimgegangen zum Mittagessen und die Mami, hey, wo hast du deinen Schulranzen? Ich gesagt, ja, den habe ich dort da. Können wir mit dem Auto den abholen? Oh mein Gott! Ja, also Alter! ich habe mich zu helfen gewusst. Ja. Und ihr seid mit dem Auto geholt? Ich glaube es im Fall. Krass. Also wir sind dann den einfach aufladen. Krass. Aber dann, die Mami hat wirklich müssen sagen, der ist hure schwer. Ja. Also der ist wirklich abnormal schwer gewesen. Mein Papi hat gesagt, er muss halt besser packen, gehen holen, dumm sein. Nein, hat er nicht gesagt, aber so Pi mal Daumen wäre es bei uns gewesen. Bei uns sind wir geheißen, die komischen Kinder, die von den Eltern abgeholt werden. Ja. Ist halt in Wollerau eher der Standard. Ja, dort sind die normalen Kinder sind die komischen Kinder gewesen. Was bei uns normal war, war bei euch komisch und umgekehrt. Ja, und wenn es zu Wollerau kein Porsche oder Bentley oder so etwas ist, dann bist du... Das würde mich mal interessieren, wann als Kind hast du realisiert, dass ihr mehr Geld habt wie die meisten? Oder hast du das überhaupt realisiert? Weil irgendwann kommt doch der Realisationsmoment. Also so der Schlüsselmoment, wo einfach der 20er oben ist und so wow, so. Ich gehöre zu dem 1%, den hat es nie gegeben. Aber es hat einfach auch schon früher sehr spezielle, exotische Momente gegeben, wo ich auch einfach automatisch realisiert habe, dass ist, glaube ich, nicht so normal. Wo ich irgendwie mit... Also ich habe ein Erinnerungsbrösmeli im Kopf, als ich so 4, 5 war, wo ich mal an einem Firmenfest von meinem Papi war. Und dort sind dann halt gefühlt 100 Leute meine Flossen schütteln. Und dort hat es halt immer schon geheissen, das ist dann mal in 20 Jahren unser Chef. Ja. Wow, der kommt aber gut und blablabla und so. Und Schwanzlutschen. Hast du richtig gehört. Aber als 5-, 6-Jähriger, es ist, in dem Moment war es cool gewesen, halt. Also das kann ich nicht lügen. So sicher. Hübsche junge Detailhändlerinnen, die dort gerade so die Lehre abgeschlossen haben und so. Aber das habe ich dann erst so mit 10, 11 Mal gecheckt. Ja. So wow, fuck. Eigentlich wäre ich ja da in der Pole Position. Und an denen ihren Dream können sie ja sein mit dem Chef und dann so zusammen durchbrennen und irgendwo zu Afrika ein neues Leben. Und, nein, weiss ich auch nicht. Aber so der Realisationsmoment, der hat es nie bewusst gegeben. Ich habe einfach häufiger so Erlebnisse dürfen, aber auch müssen miterleben. Ich war sehr häufig einfach so ein Mitbringsel. So der Schlüsselanhänger oder der Fisch im Aquarium. So, zum Zeigen, dass du mitschlägst. Genau, so ein Vorzeigeobjekt. Ich bin ja in unserer Familie auch der älteste Sohn. Eben, ja. Und, Zukunft von der Firma. Ja, also das, und 2 Generationen vorne hat es noch geheißen, der Älteste übernimmt den Hof. Ja. Also so weit weg ist der Gedanke nicht in unserer Familie zumindest. Und darum ist das in diesem Alter cool gewesen, so ab und zu im Mittelpunkt zu stehen. Aber was damit verbunden rundum eigentlich für eine Verantwortung eigentlich mit sich getragen wird und alles, auch sonst die ganze Last, die so eine Position auch mit sich kann ziehen kann. Ich meine, also das letzte Firmenfest, wo ich noch rum war, dort waren es irgendwie 250 Leute. Du musst dir einfach vorstellen, wenn du jeden Monat für 250 Leute den Lohn irgendwie musst anschleichen, das ist schon eine gewisse Last. Und, ist natürlich dann halt auch, musst mit dem können umgehen, oder? Weil ich meine, wenn
wenn man auch als Inhaber von einer Firma ansteht und das Gefühl hat, die sind alle von mir abhängig, dann hat man ein Ego-Problem, weil all die Leute funktionieren selber. Es gibt keine Person, die nicht austauschbar wäre. Selbst bei so etwas. Selbst wir, die theoretisch die ganze Firma von uns selber ausmachen, sind nicht austauschbar, dass nachher wie wir sind, aber rein vom Kopf her machst du selber schon ein hohes Ding, wenn du das so vorstellst, so, hey, die sind alle von mir abhängig und vergiss ist, dass das alles genauso Menschen sind wie du, die genauso ihr Geld an den Tisch bringen, ob es dich gibt oder nicht. Und das ist halt der Fluch vor dem Chef, oder? Ist mir einfach früher schon eingetrichtert worden. Genau, eben ja. so als Mitbringsel. Und eben, das ist mal der junge Chef und jetzt muss ich mir gute Beziehung und mit dem Jungen und sowieso und weiss Ja. nicht. Und das war auch nicht immer angenehm gewesen, Nein, weil das... eben, ab dem Moment, wo ich es ein bisschen gecheckt habe, hast du auch gemerkt, die Leute, das Gegenüber wird automatisch nervös. Wenn du dann plötzlich eben so mit dem Namenstafel angeschrieben bist und du hockst am obersten Tisch und so Geschichten. Und dann kommen sich dann eben so die Lehrlinge und so bei dir vorstellen. Ja. Und die sind wirklich... Ja, und vor allem ist das doch nicht gut für ein Kind. Es Nein. lernt, wie wenn Menschen besser werden wie andere Menschen. Genau. Und das ist ja etwas völlig Fatales. Also, Genau. Ich weiss noch, ich bin stolz gewesen, dass mein Papi Gartenbauführer ist. Also ein Chef. Und ich habe mir richtig etwas mal darauf einbilden können, dass mein Papi etwas erreicht hat. Und das halt mit dem ganzen Hintergedanken, das ist ja auch das Einzige, wo man so mathematisch dann kann, also zahlenmäßig kann, als etwas erreicht darstellen. Und durch das habe ich in dem Sinne einfach immer gezwungen gewusst, hey, wenn ich meinen Wert oder den Wert von meinen Eltern oder von anderen Menschen über so etwas definiere, bin ich in meiner Welt wertlos. Und darum habe ich das blöd gesagt, oder auch jetzt mein kleiner Bruder lernt blöd gesagt das Gegenteil. Er lernt, es gibt Leute, die haben mehr Geld, aber die sind wegen dem nicht besser. Und wenn du aber als Kind automatisch anders behandelt wirst und alles, dann ist das ist schon ein krasser Impact. Weil eben, für dich ist das dann in dem Moment normal. Und eigentlich ist es alles andere als normal. Und es ist ja auch nicht gesund. Also, gerade heute haben wir ja jemanden da gehabt, der geredet hat, wo das Wichtigste ist, dass die Beziehung zwischen Angestellten und Firma, dass die gut ist. Und kann eine Beziehung gut sein, wenn sich Leute beim kleinen Kind vorstellen, weil sie sich irgendeinen Vorteil aus dem versprechen? I doubt it. I doubt it. Nein, das ist der Gedanke, den ich mache. Weil eben als Kind, du hast einfach das Gefühl, es ist normal. So. Das ist schon interessant. Aber eben, ich hätte gedacht, dass es wie einen Moment gegeben hat, so wie es bei mir in dem Sinne umgekehrt war, dass ich irgendwann realisiert habe, so in der Primar ist das noch nicht so Thema gewesen, aber irgendwann in der Sek habe ich realisiert, okay, wir haben weniger Geld wie der Durchschnitt jetzt in unserer reichen Schweiz. Wir haben immer genug Geld gehabt. Also auch eben keine schlechten Jobs oder so. Aber mir ist es aufgefallen, wo der eine Kollege oder viele von meinen Kollegen sind in der Sek schon mal dort auf der Welt gewesen, sind mal dort angeflogen, mal dort an. Und wir haben uns halt 2-mal im Jahr Ferien können leisten. Einmal im Winter 2 Wochen und einmal im Sommer 2 Wochen. Also einmal im Sommer Camping und die Winterferien waren es teuer gewesen, mit Skifahren. Und das hat man als Kind gar nicht so realisiert. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, stimmt. Wir sind gar nicht so eben mein Papi Chef und reich, wie man sich das zuerst das Gefühl hat. Weil man hat das Gefühl, man hat alles. Man hat immer alles, also geht es einem hure gut. Und dann ist plötzlich mal die Realisation gekommen, so, oh shit, wir haben ja gar nicht alles. Und wir haben auch nicht einfach irgendwie mega viel Geld oder unendlich. Der Moment, wenn der Papi anruft, während du Podcast aufnimmst. Also an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß lieben am Papi vom Andri. Das eigentlich ist muss ich genau... gehen, weil der läutet nie an, wenn es nicht... Also, kannst du sagen, dass ist. wir jetzt gerade live sind? Ja... Ich weiss nicht, ob er auch noch schnell etwas rein droppen will. Ja, ich läute ihm geschwind zurück. Und jetzt...
Oh, die Nummer, Alter. Oh Jetzt ja, hat's ja, die Nummer oh, fast ein vorgelesen. Reveal. Aber das kann ja nicht sein. Kennt ihr die Menschen, die Leute dran und eine Sekunde später läuten sie zurück und es nimmt niemand ab? Wir probieren es nochmal. Probieren wir es nochmal. Er hat nicht stören drin. Dann Aha. passiert das. Ja, hallo, Papi, musst aufpassen, was du sagst. Du wirst aufgenommen. Im Podcast. Notfall kann man es rausschneiden. Nein, was läuft? Okay, ich habe Babysitter vergessen. Du hättest etwa Zufallszeit heute am Nachmittag. Ich frage mal die Lena. Ja, das ist super. Tipptopp. Okay, gut. Tschüss, ciao. Schön. Schön. Also es kann sein, dass wir schon ein Stückchen mit rausschneiden, ich Ja. weiß nicht. Aber das, was ihr gehört habt, habt ihr gehört. Ja, so läuft das, wenn man ein Kind hat. Dann kann man Glück haben, dass man nochmal ein Kind hat, das auf das andere Kind kann aufpassen kann. Ja, für das stellt man Kinder in die Welt. Ja. Ja. Zum auf andere Kinder aufpassen. Genau, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Der totale Ding. Und ich muss schon meinen Pulli abziehen, es ist verdammt heiß. Ja, es wird langsam hot Summer Vibes, obwohl es draussen langsam kalt und dunkel und it's beginning to look like Christmas. Aber nein, wir sind glaube ich beim Thema so ältere Realisation von Cash oder nicht Cash gewesen. Aber Ja. aber für mich es ist auch nicht immer angenehm gewesen, so mich in dieser Situation vorzufinden. Und eben, es ist mir eingetrichtert worden, ich bin etwas Besseres. Du hockst zuoberst oben am Tisch. Du kommst vor allen anderen 200 Leuten, die im gleichen Raum sind, das Essen über, damit ich wieder als Erster fertig bin, dass wir am längsten reden können. Bla, 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 bla. Und das aber mag für die einen, wenn man das einfach hört, mag das hure cool erscheinen und man ist etwas Besseres und so. Aber wenn man ehrlich ist, wünscht man sich das eigentlich gar nicht. Und vor allem, was eben als Kind eben auch checkst, du bist nichts Besseres. Und du merkst eigentlich unterbewusst, habe ich das Gefühl, als Kind, dass das gar nicht richtig ist. Und das ist dann das, was das moralische Dilemma auftut. Weil sonst wäre es ja gleich, wenn als Kind das Gefühl hast, das ist richtig so. Weil alles in dir sagt, ja stimmt, schau mal, ich habe einen grösseren Schwanz, ich bin einfach besser. Also den habe ich ja wirklich. Ja, das mag sein. Wolltest du ihn sehen? Reden wir nachher drüber. Jetzt hat mich der Schwanz recht aus dem Konzept gebracht. Nein, aber das ist, glaube ich, ein bisschen das, weil das ist das Gleiche, wenn ich jetzt meinen kleinen Bruder anschaue. Wirklich. Dem könntest du auch erzählen, er ist etwas Besseres. Und der würde vor ein anderes kleines Kind anstehen und sagen, ich bin etwas Besseres, weil ich bin violett. Dann sagt das Kind, aber du bist nicht violett. Moll. Ein Kind, das glaubt alles, oder? Und da braucht es schon ein bisschen etwas dazu, dass man das merkt. Und darum, ja. Ja. Speziell. Ja, aber ich glaube, eben da ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Key Takeaway, um einfach den eigenen Weg irgendwo zu finden. Und egal, mit was für einem Rucksäckchen man auf die Welt angestellt wird, dass man da seinen eigenen Weg findet, der vor allem auch geht, an sich selber glaubt. Ja, und es ist das Schöne, wir sehen es jetzt da, unterschiedlicher könnte die Situation fast nicht sein. Und trotzdem merkt man ja, wie das schon etwas beeinflusst, aber doch nicht matchentscheidend ist. Also am Ende hat jede Situation seine Vorteile und seine Nachteile. Also eben, ich habe in dem Sinn, in dem Moment, wo ich gedacht habe, ja gut, ich kann das neue Game nicht haben, ich kann die neuen Sachen dort nicht haben, weil es bei uns einfach nie eine Frage war, so etwas, weil das Geld einfach nicht für so Zeug herum war. Und dann hat man sich vielleicht schlecht gefühlt, weil man als Einziger keine Playstation hatte. Auf die andere Seite hatte ich dafür mit anderen Sachen etwas Positives gehabt, wo dann umgekehrt war. Du hast vielleicht die Konsole dann gehabt, die du hast zum Beispiel oder so. Ja, Weiss also es, wirklich, ja. Also Ja. vom Nintendo Advanced SP zum Nintendo DS
zur Wii, zur Xbox, zur PSP, PlayStation Portable, dann PS3 und dann, also ich hatte praktisch jede Spielekonsole gehabt. Ja, und Dafür hatte ich einfach keinen Papi gehabt. Ja, und wir haben auf dem Herbstmarkt bei uns im Dorf, wo die PlayStation 3 rausgekommen ist, haben wir die PlayStation 1 gekauft für die Familie. So war es bei uns. Ich war immer super glücklich mit der PlayStation 1. Und wir haben dann irgendwann eine PlayStation 2 bekommen und dann hat es irgendwann geheißen, es gibt eine Wii. Aber nachher, ich habe nie eine PS3 bekommen. Ich habe einfach das Zeugs Computer. Ich wollte damals game am Computer. Ich habe bei Mami auf dem alten Computer versucht zu gamen, hat nicht funktioniert. Ich habe meinen Laptop versucht irgendwie zu optimieren, den ich von irgendwo bekommen habe. Und nachher habe ich irgendwann mit so 13, 14, als ich in die Sek gekommen bin, habe ich es angebracht, weil der Papi einen Computer daheim braucht, dass man miteinander einen organisiert, dass ich dort auch gamen kann. Aber auch das war einfach eine Workstation und halt null für das, was ich brauchte, ausgelegt. Aber ich habe dafür so auch gelernt, du musst mit dem arbeiten, was du hast. Also für mich war es gar nicht eine Option, wenn ich angefangen habe, Musik zu produzieren oder irgendetwas. Du brauchst jetzt zuerst die 10 krasse Equipments-Ding, bevor du anfangen kannst. So, nein, ich kann immer mit dem, was ich habe. Und das hat Vorteile, aber halt auch Nachteile, weil ich dann gerne mal jetzt, wo ich zum Beispiel die Möglichkeit hätte, etwas zu kaufen, tue ich die Möglichkeit schon im Vorhinein ausblenden im Kopf. Weil dann muss ich ja Geld ausgeben, aber ich kann sie auch ohne arbeiten. Also es hat einfach Vor- und Nachteile. Also es ist wirklich interessant. Ja, und es war auch für mich eine gute Erfahrung, um einfach auch, aber das war schon mit 20, auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzufinden. Indem, dass ich, aber das war die Geschichte, wo ich mich von daheim abgelöst habe, von daheim weggezogen bin, ein bisschen weniger freiwillig und dann einfach alles von 200% auf 12,5% runtergeschraubt habe in den versifftesten also ich bin ja ins Immo-Scout 24, Umkreis 15 Kilometer und die billigste Wohnung habe ich dann bekommen. Und eben das Auto verkauft, TÜV verkauft, Versicherungen, alles neu gemacht. Einfach zum Kosten optimieren. Und ja, ich und bin vor allem, dort, und das Spannende ist, für dich war der Step ein riesen Downgrade. Für mich war der Step ein riesen Upgrade und ich bin auch in einer riesen Scheißbude rein. Ja. Und das ist total spannend eigentlich. Ja. Und am Ende, klar, haben wir etwas nicht gehabt, aber ich bin dafür glücklich mit dem, was wir bekommen haben. Und das ist krass. Ich meine, das zeugt von deiner Persönlichkeit, dass du das hast können. Also, eben, ich habe auch Kollegen von früher, die sehr viel Geld hatten, unverhältnismäßig viel. Und die haben genau auch nicht alles positiv gehabt, sondern die Eltern haben dann auf dem Handy noch eine App installiert, um zu wissen, wo sie sind und dies und das. Hätten meine nie gemacht. Ich habe aber halt auch erst mit der Säcke ein Handy bekommen. So. Und das ist mega. Bei mir war es in der 5. oder 6. Klasse und ich bin auf dem ganzen Pausenplatz der Erste, der das iPhone 4 hatte. Damn. Von der ganzen Schule, ich war der Erste, der das iPhone 4 hatte. Krass. Irgendwie 4-5 Tage nachdem das rausgekommen ist. Und das 3 war ja noch rund. Ja. Und das 4 war das erste iPhone, das eckig war. Und darum damals, das war der Shit und ich war der Erste, der das hatte. Ja. Und wir haben damals auch, also ich habe auch das iPhone 4 als erstes Handy bekommen. Und ich weiss, damals schon bin ich integriert in diesen Prozess. Wir haben das über Monate abgezahlt. Also es ist normal für mich, auch jetzt mein neues Handy, das habe ich auch abgezahlt. Also das zahle ich auch ab, weil das ganz normal ist für uns. Und das ist schon interessant. Ja. Und am Ende ist es ja trotzdem lustig, ich habe ja dann auch ein iPhone 4 bekommen und habe das auch immer so lange gebraucht, wie es gegangen ist. Und ich bin ja dort, in meiner Position bin ich verwöhnt worden. Also ich habe richtig gefunden, krass, schau mal, wir können uns das leisten. Und das halt auch, weil ich gewusst habe, dass das eben etwas ist, was man sich leisten können. Und das ist so ein bisschen die Realisation, ich weiss nicht. Ja. Aber trotzdem, am Ende des Tages haben wir jetzt beide die Erfahrung machen, auf was kommt es jetzt am Schluss am Ende des Tages drauf an. Und man braucht nicht viel.
Ja. Man braucht verdammt wenig, dass man eigentlich in unserer Welt einfach zufrieden ist. Ja. Also Zufriedenheit hat 0,0% mit Geld, mit Reichtum, mit Eigentum, mit schnellen Autos, mit Immobilien, mit allem, was man sich ausdenken kann, zu tun. Es ist so. Gar nichts. Der erste Moment, wo Geld dein Glück kann beeinflussen kann, ist, wenn du zu wenig hast zum Überleben. Wenn du wirklich so wenig Geld hast, dass du dir kein Essen kannst posten und auf die Straße musst, dann hast du ein Problem. Dann verstehe ich, aber das liegt an unserer Geldgesellschaft. So. Aber rein, wenn du das deckt hast und das hast schnell deckt, dann kannst du irgendwo putzen gehen oder so und dann hast du das deckt in der Schweiz, dann kannst du glücklich sein. Und die Realisation ist wahrscheinlich 10-mal mehr wert wie jede Million, die du auf dem Konto hast. Weil, ja, Ja. total spannend. Und eben, am Ende hocken wir beide da und nehmen jetzt die 36. Folge von unserem Podcast auf. Also, die Wege, eben, sie könnten nicht unterschiedlicher sein, aber sie haben irgendwo an einen ähnlichen Ort geführt. Und das ist total beeindruckend für mich, finde ich so. Einfach, dass wir komplett unterschiedliche Situationen hatten, aber die gleichen Schlüsse oder ähnliche Schlüsse in gewissen Situationen gezogen haben. Sonst wären wir nicht da. Ja, effektiv. Und da am Donnerstag, 26. Oktober, 18.04 auf meinem Handy geht. Bei mir auch. Ja, zusammenhocken und über die Welt und alles philosophieren. Voll Crazy shit. crazy shit. Wenn wir aber gerade beim crazy shit sind, ich weiss nicht, ob ich schnell das TikTok soll einspielen soll, das ich dir heute Morgen gezeigt habe. Warte, Verwirrung ist gross. Ich glaube, ich weiss gerade nicht mehr, welches. Spielen wir sie? Spielen wir sie? Ich weiss gerade nicht mehr. Also Oder spielen wir sie? Vielleicht spielen wir es auch nicht ein. Also das Letzte, was ich dir gezeigt habe. Ja, ich glaube, ja. Verwirrung. Ist verwirrt. Ist Ist verwirrt. immer noch verwirrt, ja. Warte, ich tue es Ist schnell immer noch lautlos. Ich muss schnell lautlos am anderen zeigen, damit er weiss. Das habe ich immer gehasst, wenn ich Podcast gehört habe. Und so etwas im Hintergrund. Ich mir gedacht, zeig es doch einfach. Ist doch egal, juckt doch niemand. Ja, glaubt uns. Irgendwann juckt es dann doch jemand. Es ist gelöscht worden. Oh. Nein! Ja, aber schau mal, dann hat uns da etwas gerade die Entscheidung abgenommen, dass es nicht so intelligent ist, das einzuspielen. Ja, also ich tue jetzt noch ganz kurz, aber es ist Tatsache, ja. Das ist Es jetzt voll unbefriedigend. Jetzt weiss ich nicht, welches Ja. Video das ist und kann es nicht mehr Mal, anschauen. also mit der Bananenschale zum Beispiel. Bananenschale? Aha, ja, jetzt! Ah, oh mein Gott. Hey, aber wieso ist das gelöscht worden? Ich weiss es im Fall nicht. What the fuck? Aber das ist gelöscht. Ja, true. Das ist einfach nicht mehr rum. Das könnte man schon einspielen. Das ist eigentlich völlig okay. Das habe ich... Also es ist schon unter der Gürtellinie, aber es ist gröber unter der Gürtellinie, aber ich hätte das es jetzt darf eigentlich so für den sein. Pushcast hätte ich es noch angepasst gefunden. passt, ja. Aber es ist einfach Kopfdeli einfach nicht mehr rum. Bei uns ist es unter der Sad. Gürtellinie, ist das Neue über der Gürtellinie bei uns. Trendsetter nennt man das. Nein. Ja gut, dann müssen wir da schnell Improvisation droppen. Gestern hatte ich ja noch ein spannendes Erlebnis gehabt. Ich bin mit meinen Jungs von der Schule, mit meinen So 20 gut. Genossen, bin ich auf Schaffhausen. Und dort gibt es so eine Firma, die macht. Also ich bin vom Nachmittag um 2 hat das ganz angefangen, bis am 9 Uhr am Abend bin ich dort in dieser Firma gewesen, und die hatten so Tag der offenen Tür gehabt. Und ich habe nicht viel vorne in Erfahrung gebracht, was die genau machen, was die genau, also wie dass sie ihr Geld verdienen. Aber ich habe einfach gewusst, es kann ein bisschen Betonung auf ein bisschen technologisch Ja, du werden. musst mal ein bisschen etwas sagen, um was geht es denn überhaupt? Genau. Sonst checkt niemand, was du gerade Ja, genau. redest. Also das Thema ist die Firma. Also, Was ist du es meinst für eine von der- Firma? Genau, die Firma, die tut. Das habe ich eigentlich selbst gestern am Abend habe ich das noch nicht abschliessend in Erfahrung können bringen, aber die tut so physikalische Chemie. Also es ist ein Labor. Ein Labor, Übersetzt genau. ist es ein Labor, wo etwas misst. Genau. Ja. Aber halt in dieser Präzision,
dass das Labor zum Beispiel für den TÜV oder auch für die Schweiz so die Normen festlegen, die Normen bei denen konstruieren irgendwie lassen und auch prüfen und alles Messen halt. messen lassen. Messen, Genau. ja. Und Weil jetzt, entscheidet uns ja nachher die Städte, also der Staat und die Regierungen und so. genau. Sie liefern einfach Zahlen liefern, oder? Und jetzt, gestern am Abend hat es einen Vortrag gegeben. Und ich habe nicht bis gestern habe ich nicht gewusst, dass es ein Problem in unserer Welt wirklich, dass das Problem existiert und dass es genau für das Problem Fachspezialisten gibt, die seit 15 Jahren nichts anderes machen als genau Problem das. dann? Und der Vortrag über das Problem ist darüber gegangen, über Schweißnähte bei Ölpipelines. Oder Gaspipelines, einfach Pipelines. Ja. Wenn dort irgendwie so ein Druckabfall vorkommt, gibt es Spezialisten, die Schweißnähte analysieren, bewerten. Bewerten ist ein grosses Ding. Und dort ist das Fraunhofer-Institut für keine Ahnung was, das MIT und keine Ahnung was für Schulen sind dort irgendwie auch vertreten gewesen. Und die haben genau so Schweißnähte für Pipelines 1,5 Stunden Vortrag darüber gemacht. Und die haben Fachwörter in den Raum gerührt, wo ich einfach sagen musste, hey Jungs, ich bin jetzt einfach schnell 1,5 Stunden nicht mehr mitgekommen. Aber dann war es ein schlechter Vortrag. Ja, also... Oder der bei falsche Zuschauer. Genau, es war eher das. Ja. Also am Schluss, wo dann Ich kann es Fragerunde... jetzt nicht sagen, aber hätte ich jetzt auch eher gedacht, Ja. dass es vielleicht nicht an dieser Institution, Ja. die mit dem MIT zusammenarbeitet, liegt. Und am Schluss bei dieser Fragerunde sind dann halt so Fragestellungen gekommen. Vielen Dank für Ihren Vortrag, das war sehr spannend. Wenn wir jetzt beim Thema Diffusion von Wasserstoff sind und die Schweißnähte, die Resonanz auf dieser Grafik anschauen und die Spannweite von dieser Verteilungsstatistik und blablabla, im 400-Nanometer-Bereich hat es die und die Abweichung mit dem Varianzspektrum irgendetwas gegeben. Wie können Sie sich das genau erklären? Und ich einfach, hey, Kollegen, von diesen 10 Wörtern habe ich 7 Wörter nicht verstanden. Und ich kann jetzt sagen, Ja, du hast ja jetzt alles Wörter gesagt, die wir alle kennen. Also Ja. das, was du jetzt redest, haben wir alle verstanden. das ist das und es hat Traurige. keinen Sinn ergeben. Das ist traurig. Ja. Ja. Also Ja. ich bin dort wie so ein 3-jähriger Bub nebendran gestanden Ja. und einfach «Mami, Ja. hilf mir!» Aber Aber es war spannend gewesen. ja, also ich kenne also einfach halt Schweißnähte. Also was ich spannend jetzt finde an dem Ganzen, ist eher das Schweißen unter Wasser, was ich spannend finde. Alles andere verstehe ich nicht, interessiert mich nicht, weil am Ende muss es einfach heben. Aber dass die vor allem sich auf Pipelines spezialisieren. Weil es gibt ja so viele Orte, wo Schweißnähte das Wichtige sind, dass die heben. Also das hast du bei Flugzeugen, habe ich das schon gehört, bei Bagger, die gebaut werden. Das ist ja alles auch verschweißt. Also das ist ja etwas, wo ein mega Ding ist, dass man das so spezialisiert auf eben etwas, wo von innen ein Druck rum ist. Das ist schon krass. Also der Grund, warum das gibt, den habe ich verstanden. Geil. Wenigstens etwas. Und das Ding ist halt so, die Pipelines, die sind ja hunderte Kilometer lang, wenn nicht tausende Kilometer. Und die muss man, genau tausende, und die muss man einfach zwischen 20 bis 50 Jahren muss man die einmal aus dem Boden rausnehmen und je nachdem ersetzen. Und jetzt, je nachdem, wenn die Pipeline noch im Stand ist, wenn die noch funktioniert und die noch 5 Jahre länger kann weiterverwendet werden, spart so ein Ölkonzern einfach 10 Milliarden oder Ja. er muss 5 Jahre später die 10 Milliarden irgendwie anblättern. Und in diesen Dimensionen macht das dann auch absolut Sinn. Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist auch, wenn so eine Ölpipeline im Meer dingselt, dann haben wir dann eine Umweltkatastrophe. Also,
jetzt ohne, dass es um Geld geht, jetzt einfach mal zum ein bisschen auf Gestern ist es nur um Geld gegangen. Ja, vielleicht das, was sie erzählen, aber am Ende des Tages sind die Leute, die das Geld dort reinstecken, nicht nur am Geld interessiert, sondern sicher auch irgendwo gibt es Gesetze oder Abdingslungen, dass das muss, wenn du es so ins Meer reinfetzt, dass es auch muss verheben. So. An dieser Stelle, es gibt eine ganz geile South Park-Folge, wo BP dort im Golf von Mexiko hat es mal das Umweltdesaster gegeben, wo so ein Horizon hat, die Ölplattform Ja, wo geheissen, brennt hat und wo brennt und Ja. alles hat. Und von South Park gibt es eine hure geile Folge. Schaut die unbedingt mal an. Wie heisst denn die Folge? Wie finden wir die Folge? Die Ja, gut, findet ihr. Ja, ich Die weiß nicht, wie findet sie ihr. heisst, aber irgendwie BP. Okay, irgendwie, okay, also die okay. heisst auch ja. so. Ah, ja, und fix. also wirklich die Firma wird in dieser Folge bloßgestellt. Ja. Und am Anfang von South Park heisst es ja, jeglicher Zusammenhang mit der Realität ist frei erfunden und bla 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 bla. Der Absicherungsding. Ja. Genau, aber das Logo und alles haben sie von BP reingefetzt. Ja, die wissen genau, wie weit sie gehen dürfen und wie weit nicht. Ja, die werden gute Anwälte haben. Definitiv, die werden auch schon im Vorhinein gewusst haben, was geht und was nicht. Und vielleicht wissen sie sogar, welche Firmen das können, welche nicht. Also das sind ja die einen auch anders aufgestellt wie die anderen. Auch. Voll. Ja. Ja, jetzt kommen wir relativ spät zu der obligaten Frage. Und ich habe schon relativ viel erzählt. Jetzt möchte ich das Wort einfach mal an andere übergeben und fragen, Andri, wie geht es dir? Danke vielmals, Nils. Mir geht es zuerst mal relativ gut, muss ich sagen. Relativ ist eigentlich blöd. Mir geht es gut. Ja, mega viel, was gerade läuft, wie es so oft ist. Und das ist cool. Es passiert hure viel in den letzten Wochen und Tagen. Ich habe aber nur mir diese Woche eine kleine Story aufgeschrieben. Einfach weil das mir passiert ist und ich das gefunden habe. Es war irgendwie lustige Comedy im Alltag. Ich muss schauen, dass ich das richtig aufbaue, dass es nicht falsch verstanden wird. Aber ich bin wieder am Zug gefahren. Genau. Und fürs Zugfahren musste ich auf Zürich und so gross viel unterwegs gewesen. Und dann erlebst du immer so ein bisschen lustige Situationen im Zug. Und dann bin ich im Viererabteil gehockt und quer mir gegenüber ist, also in meinem Viererabteil, aber quer so ein Sitz verschoben, ist eine 70-jährige, weisse Frau gehockt. So eine typische Urschweizerin. Und links im Viererabteil neben uns ist eine gesessen und ein Typ. Der ist offensichtlich aus dem Ausland gsi, halt schwarz und so. Und hat dann ganz freundlich ausgesehen und alles, kein Problem. Auf jeden Fall, die Frau hat schon die ganze Zeit mich angeschaut, dann wieder zu ihm übergeschaut und wieder zu mir und hat so ein bisschen den Kopf geschüttelt und so. So wie wenn ich jetzt irgendwie müsste auf etwas reagieren. Take action. Take action, so nach dem Motto, so was, der hockt dort, lass ihn mal in Ruhe. Du ihn ausschaffen. So hat sie mich angeschaut. Ich dachte, okay, und dann ist der Kontrolleur gekommen und hat zuerst uns kontrolliert, mich und die ältere Frau, und ist dann über zum anderen und zu der Lady, die dort noch gehockt ist. Und dann hat der Kontrolleur angefangen mit irgendwie so, hey, ja, eben Ticket und so. Und der Typ dann so, sorry, verstehe kein Wort, hat auch irgendetwas auf einer unverständlichen Sprache angefangen zu babbeln, hat sie mich schon so angeschaut. Und dann der Kontrolleur sagt so zu ihm so, ja, sie brauchen aber ein Ticket, das ist nur ein Halbtagsbillett. Und dann er nur so ihn so angeschaut, so, ich keine Deutsch. Und nachher schaut sie mich an und sagt zu mir, ja, das kennen wir ja nicht anders. Und ich hocke so dort, schaue sie an und denke mir einfach, was willst du jetzt von mir hören? Was soll ich jetzt sagen? Haben sie dann angegrinst, haben ihn angegrinst und man einfach auf mein Handy weiter runtergeschaut. Und sie ist dann, da hat der Kontrolleur mit ihm angefangen zu diskutieren. Und ein bisschen hin und her und mit halbtags und so. Und dann hat der Kontrolleur ihm, weil es ein lieber Sieg war, hat er ihm gesagt, ja, kein Buß zahlen, aber die Hälfte vom Billett müssen wir jetzt noch zahlen und dann geht's. Und sie ist die ganze Zeit so stänkerisch vor mir gehockt, hat die Augen verdrüllt, hat zu mir geschaut, immer so nach dem Motto, wie wenn ich jetzt etwas sagen müsste. Und ich denke so, lass einfach in Ruhe, hure Frau, oder? Und dann
ist der Kontrolleur dann weggelaufen und das ist alles tiptop funktioniert. Und dann hat sie wirklich immer zu dem übergeschaut und hat den böse angeschaut und richtig darauf gewartet, so gefühlt, dass er sie wieder anschaut. Und ich bin dort gehockt und habe gedacht, Alter, das ist eine Story für den Podcast. Wie kann man so feindselig sein, um da auch mal den Gegenpol dingseln? Es hat mich richtig hässlich gemacht, wie feindselig sie gegenüber dem war, obwohl er nichts Böses gemacht hat. Und das ist mir dann so in den Kopf gekommen, wenn dort ein junger Schweizer hockt, der das Billett nicht hat, dann sagt man, hey, ja, das ist ein Junge. Wenn dort ein junger Dunkler hockt, regt man sich die ganze Zeit auf und schaut die ganze Zeit um und so, wie wenn der das schlimmste Fehler gemacht hätte. Und weißt, er hat ja nicht einen Scheiß gemacht. Wenn er jetzt irgendwie dumm da hätte oder so, dann hätte sie ja noch verstanden, so nach dem Motto. Dann wäre es immer noch rassistisch von ihr, aber ich hätte verstanden, dass sie das nicht toleriert. Aber er hat effektiv ein Kavaliersdelikt. Also, er hat ein Billett gehabt, aber das Falsche. In einem Land, wo er nicht rauskommt. Und die hat das... Also, sie hat richtig zu spüren gegeben, auch ihm. So, er hat dann eben auch mich noch oft angeschaut und ich habe ihn angelacht. Ich fand dann so, Hängserundi, das ist einfach eine böse Frau. Aber ja, hat mich richtig hässlich gemacht. Und das habe ich noch nicht oft erlebt, dass ich Rassismus zugeschaut habe und gefunden habe, Digga, also das ist gerade einfach völlig für mich falsch. Ja. Weil eben, ich verstehe es gerade so gut, wenn ich irgendwo in Zürich am Bahnhof durchlaufe und es kommt einer auf einer Sprache zu mir, die ich nicht verstehe und er findet irgendwie keine Ahnung was und muss mich dann noch anfühlen, dann verstehe ich, dass da Leute stehen und sagen, ja, den will man nicht. Aber ja, es ist, weißt, er war auch ganz normal angelegt. Alles einfach ganz normal, aber halt hat die Sprache nicht können und das nicht. Und sie hat sich schon, rein vor seinem Anblick, hat sie sich aufgeregt. Und die ihm gegenüber gehockt ist, hat zum Glück ihm dann geholfen und hat mit dem Kontrolleur geredet und hat ein bisschen übersetzt. So. Aber ich habe wirklich eigentlich 2 sinnbildliche Beispiele vor mir gehabt, wie welche Richtung man könnte reagieren. Und ich habe mich dann unbewusst direkt einfach entschieden, das eine finde ich sehr unsympathisch und das andere ist sympathisch. Das ist mir eingefahren, muss ich sagen. Aber eben, ich habe gefunden, es ist noch spannend, so das zu erleben. Also, da habe ich bei der SBB nur negative Erfahrungen machen, um da die SBB auch mal fronten. Ja, ja. Aber also der Fall, das ist ein Junge, dem können wir ja mal das Auge zudrücken. Den hat es bei mir nie gegeben. Nein, also nicht der Kontrolleur, sondern sie, die das gedacht hat. Der Kontrolleur natürlich nicht, das bei mir auch nicht. Aber eben rein theoretisch hätte der Kontrolleur an dem einen 100-frankige Buß ausstellen müssen. Weil er nicht mit dem richtigen Ticket drin war. Ja. So. Jetzt einfach, also ganz voll. Ich habe einfach den Punkt habe ich komplett auf sie bezogen, ja. nicht auf den Kontrolleur. Voll, ja. So. Ja, ja. Das finde ich richtig, dass der nicht jedem gerade einen Buß gibt. Ja. Voll. Wäre auch menschlich. Genau. Aber ist bei mir auch mal passiert. Ich bin in den Zug eingestiegen. Ich habe auf dem Handy schön korrekt, bünzli-schweizermässig mein Billett gelöst. Und dann bin ich eingestiegen, auf Zürich runtergefahren. Ich hatte Schule gehabt. Und dann ist das hure App abgekratzt. Und dann hat es einfach nicht funktioniert. Und dann sind auch die Kontrolleure zu mir gekommen, wo ist ihr Billett? Ja, ich habe jetzt gerade vorne eins gelöst und so. Und ich in dem Moment, also warum auch immer, ich habe noch einen Screenshot gemacht. Das mache ich sonst eigentlich nicht. Aber in dem Moment irgendwie, ich habe etwas geschmeckt oder so. Ja, crazy. Manchmal hat man das. Ja, wirklich, true. ja. Ja. Und ich habe noch einen Screenshot gemacht und es hat genau den QR-Code habe ich gescreenshottet und es hat genau drauf gestanden, von dem bis dann eingecheckt, alles blablabla. Und sie hat dann das probiert abzuscannen und dann ist auch bei ihr eine Fehlermeldung gekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, mit ihrem Billett ist irgendetwas komisch. Ich muss ihnen eine 100-frankige Buß ausstellen. Ist die Adresse richtig? Gut, dann kommen sie in den nächsten 2 Tagen Post von der SBB über. Und ich nur denke, ja, aber Gott verdammt, sehe ich nochmal. Jetzt bin ich der korrekte Schweizer, der auf Zürich runter irgendwie 7 Stutz liegen lässt, dass ich dann von so einer Kuh angeschnurrt werde und einen Buß ausgestellt bekomme. Und nachher das Geilste, und da habe ich dann wirklich ins Fäustchen lachen.
20 Minuten später ist in den 20 Minuten ein Zeitungsartikel gekommen, Totalausfall SBB. Und dort drinnen ist gestanden, der Mediensprecher von der SBB. Ihr dürft alle einsteigen, sorry, unser Fehler. Funktioniert gerade nicht, aber wir schauen trotzdem, dass ihr ans richtige Ort ankommt. Und ich nehme so, fickt euch in den Arsch. Fickt euch alle mal. Und dann habe ich da Kontakt mit der SBB Kundendienst irgendwie aufgenommen. Und die haben gar nicht gewusst, dass sie einen Totalausfall hatten. Was? Habe ich ihnen den 20-Minuten-Artikel noch schicken. Oh mein Gott, Und Alter! dann, das war ja auch noch der geilste. Und dann musste ich extra noch mal auf den Schalter gehen, 7 Franken zahlen, um mein richtiges Billett noch mal lösen. Mein Gott. Und aber ich verstehe, also eben, wenn man blöd einfach einsteigt, man checkt es nicht und so, Ja. dann wäre ich auch schon froh gewesen, dass man da kulanter reagiert hat. Und da glaube ich, es kommt hure auf den Kontrolleur drauf an. Total, ja. Also Also ich hatte auch schon einen, der mich gehen lassen hat, der gefunden hat, ja, alles okay. Ja. Aber die meisten sind halt strikt. Die müssen auch, weil ihren Job machen sonst, also ihr Job ist sonst nicht mehr nötig. Also wenn der Kontrolleur das, was er soll, kontrollieren, nicht mehr macht, dann ist es eigentlich auch gemein allen gegenüber, die ein Ticket bekommen. Das ist ja dann das Fiesen eigentlich. Aber du kannst halt in so einem Moment nur verlieren als Kontrolleur. Du bist Ja. der Böse, wenn du es nicht machst, du bist aber auch der Böse, wenn du es machst. ja. Und da in letzter Zeit, wenn ich irgendwie vom Ausgang spät heimgekommen bin, die Kontrolleure, die sind manchmal einfach normal unterwegs. Ja. Also die sind normal angelegt, zivil quasi. Mhm. Und dann so mit einem normalen Rucksäckchen, der letzte mit kurzen Hosen. Also er bin hat eher so wie ein Raver irgendwie ausgesehen. Aha. Oh, jetzt läutet der nächste, aber den kann ich glaube ich nicht abnehmen. Mhm. Der ist gerade schwierig. Aber ich tue da schnell so machen, genau. Aber der letzte wie ein normaler Mensch in den Zug hineingestiegen und dann «Guten Abend, Billetkontrolle». Ja. Also ist crazy gewesen. Also ich bin am Freitag eben Zug gefahren und muss ja immer so ganz speziell umsteigen, also so etwas wie keiner würde fahren. Und ich bin mit 3 Kontrolleurinnen, die auch in Zivil waren, haben mich im ersten Zug kontrolliert und ich bin nachher per Zufall 2-mal mit ihnen umgestiegen und immer mit ihnen wieder in den gleichen Zug rein. Und ich habe dann mit der einen ein bisschen geredet und die hat dann gesagt, ja, das war Woche vorher gewesen, also letzte Woche, die hat dann gesagt, ja, kannst du in die erste Klasse hocken und so, ist gut, du musst messen, alles kein Problem. Voll die liebe Frau gewesen. Aber die sind auch in Zivil unterwegs gewesen. Und das wirst du denen nie ansehen, dass das Kontrolleure sind. Das ist ja genau auch bei der Polizei so, Zivilpolizei. Wenn du einem Zivilpolizist ansehen, dass es ein Polizist ist, dann wäre es kein Zivilpolizist. Das bringt es an. Das bringt es überall an. Das ist es so. Also, ja. 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 Also lustig, gestern am Abend, als ich von Schaffhausen heimgekommen bin ich an HB gefahren worden und dann in einer abgelegenen Industriestraße, wo es aber erstaunlicherweise recht viel Verkehr hatte, total Kontrolle Polizei. Ja. Also die haben so die fetten Bumper oder wie diese Strasse, wo so Bodenwellenmäßig. Bodenwellen, ja. genau. Wie heisst die? Ja. Also, in Kanada hat man denen Bubbles, hat man denen Wow, gesagt. viel geiler. Nennen wir es Bubbles. Bubbles. Bubbles? Genau. Hat es am Boden gehabt und wirklich total ratiomässig und sie haben jeden zweiten. Also der vor uns haben sie rausgenommen und der hinter uns haben sie wirklich? rausgenommen. Ah, krass. Und wirklich irgendwie 15 Autos nebeneinander komplett am Hosen runterlassen. Ja. Und wir dort schön sneaky können durchschleichen. Ja. Ja. Das ist natürlich eine ganz krasse Aktion, ist auch in Zürich in der Stadt. Bei uns kennst du das ja, dass sie so Bubbles aufstellen. Das machen, also habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, als ich so in eine Kontrolle gekommen bin.
Ich kenne das aber nur, weil es dann halt wirklich nach etwas Bestimmtem suchen und so einfach mal geschwind in jedes Auto hineinschauen und sehen, was sind da für Leute drin. Und dann winken sie auch eigentlich immer direkt weiter. Aber wenn sie dann dort alle auseinandernehmen, das ist schon heftig. Voll. Ja. Also zum Glück, aber ich werde relativ selten. Also zum Glück in diesen Situationen, wenn ich mal an so eine Kontrolle anfahre, bin ich irgendwie immer safe gewesen. Ja. Also einmal bin ich im Anzug im Auto drin gehockt und die haben schnell reingeleuchtet und die haben einfach das Gefühl gehabt, würde ich jetzt behaupten, Anzug, nein, der ist irgendwie on the way, lassen wir durch. Das eine Mal war ich im Militäranzug, haben sie mich auch einfach durchgewunken, Militär ist immer safe. Und jetzt gestern eben, ich bin auch einfach in einem normalen Auto mit einem Beifahrer unterwegs gewesen und Ja, also ich habe halt, ich meine, also so rein vom Ding Kontrolle an sich, du bist ja eigentlich immer safe. Also wenn du nicht besoffen irgendwo fährst, dann bist du safe. Wenn du nichts verbrochen hast, kann dir auch nichts passieren in der Kontrolle. Aber bei mir, auch wenn ich nichts verbrochen habe, ich hocke in dem Auto und ich habe Angst. Sobald, also so Polizei ist einfach bei mir immer gerade Angst. Ich weiß nicht unbedingt wieso. Vielleicht auch, einfach, du weißt, es sind krasse Respektspersonen und wenn du bei denen einen Fehler machst, auch wenn es nur etwas Falsches zu sagen ist, also so stellt man sich das vor, malt man sich das aus, die sitzen einfach am total längeren Hebel. Das ist einfach so ein komischer Unterschied zu der Macht, die verschiedenen Personen haben in dieser Situation. Ich glaube, darum bin ich einfach nervös. Aber ja, ich weiß nicht. Blöd. Ich sage jetzt, wenn die so einen grossen Aufriss machen, dann suchen die ja nicht nach jemandem, der einfach gesoffen hat. Also, dann heben sie dir einfach das Blasenröhrchen jedem an. Das kenne ich jetzt auch von Kollegen, wo das im Alpel hin und so passiert. Wenn dort mal die Polizei hintergeht, die stehen auch an Weg, wo einfach du dort durchfahren musst, wenn du von der Beiz kommst. Und jeder Fahrer muss einfach schön blasen. Das interessiert dich sonst nichts, was du machst, aber es muss einfach jeder blasen. Und ich denke, die jetzt in Zürich dort, die werden nach etwas suchen. Also nach entweder grossen Drogenlieferungen oder nach illegalem Bargeld oder irgendetwas. Oder vor allem auch Tuning halt. Also viele Autos, die rausgenommen werden rausgenommen, weil es unter Verdacht steht, dass etwas gemacht worden ist am Auto. Und da, ja, gibt's auch, also ich habe einen Kollegen, der hat so einen krassen Subi gemacht und der ist in seinen ersten 2 Jahren ist der über 10 Mal ist der rausgenommen worden mit dem. Er hat immer alles eingetragen, er ist auch gelernter Landmaschinenmech, also er weiß genau, wie er das machen, hat zum Glück auch immer alles eingetragen. Aber wenn du ein Auto hast, das aufgemotzt ist, dann nehmen sie einfach raus. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass bei dir etwas findet, das nicht stimmt, ist einfach viel wahrscheinlicher, wie bei der 0815-Person, die dann vielleicht ein Glas zu viel getrunken hat oder weiß auch nicht. Ja. Oder halt, du bist mega jung und dann nehmen sie dich auch gerne einfach mal raus, um mal zu schauen, wer du denn so bist. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt eigentlich immer gute Erfahrungen mit der Polizei oder mit Polizeikontrollen gemacht. Ich habe mich nie falsch behandelt gefühlt. Aber die 2 Mal, wo wir auch Videodrehs mit der Polizei zu tun hatten, dort sind super entspannt gewesen. Ich bin nur einmal, als ich als 15-Jähriger oder 16-Jähriger beim Kiffen verwünscht worden bin. Dort bin ich aber auch schuld gewesen, weil ich den Joint in der Hand hatte und die haben mich abgepasst. Also, sie haben mich auf der Straße gesehen, sind parkiert, 2 Meter weiter unten und haben mich abgefangen. Ja. Weil sie einfach gesehen haben, der junge Schnaufer, das ist sicher nicht richtig. Und zack. Aber dort sind sie auch total im Recht gewesen, mich so abzufangen und so. Sie hätten vielleicht ein bisschen netter können sein in der Befragung. Also jetzt nicht, weil sie irgendwie böse waren, aber ich hatte einfach ein paar Angst in dem Moment und die haben mich schon unter Druck gesetzt. Ich habe zum Glück einfach nichts gewusst, was ich erzählen konnte. So, aber ja, das war schon unangenehm gewesen. Aber eben, die haben einfach ihren Job gemacht. So rein sonst. Ja, aber ich will es nicht beschwören, dass es irgendwann mal nicht gut läuft, weil
Du musst nur besoffen irgendwo im Ausgang sein. In Zürich zum Beispiel. Am besten bist du noch irgendwie am Zürichfest oder irgendetwas. Alle seichen irgendwo an. Und du bist der Idiot, der jetzt genau im falschen Moment an falschen Ecken angeseicht hat. Und wenn der dann noch blöd kommt und du lässt einen dummen Spruch kriegen, dann kann es auch für uns, die nichts Böses machen, plötzlich mal in der Nacht in der Ausnüchterungszelle enden. Das das ist möglich. ist auch gerade ein Kollege. Ah, wirklich? Der ist, glaube ich, in Rotterdam. Ist der Oh, was? Aber nicht in Rotterdam. in Rotterdam. Und der war mit den Kollegen dort unterwegs. Gewesen. Und dann sind sie irgendwie in den Club gegangen. Und er, glaube ich, einfach müssen kiesen. Und ich weiss nicht, ob er schnell auch noch einen schwachen Moment so schnell nach dem Kiesen anliegen und dann so Schnapsleichen irgendwo im Ecken. Und dann ist dann einfach der Krankenwagen gekommen, hat den Kollegen mitgenommen und dann am nächsten Morgen, halt ein bisschen filmrissmässig, ja, hat er sich in den Ausnüchterungszellen wiedergefunden. Oh Mann. Und an ihm haben sie das Telefon und alles haben sie weggenommen. Ja, sicher, halt ja. einfach in ein Normal. Druckli so versorgt. Ja. Das irgendwie... Wer gerne Gefängnisdokus schaut wie ich, der kennt das. Ja, und dann am nächsten Morgen haben sie irgendwie abgemacht für... Sie haben, glaube ich, irgendwie Madame Tussauds wären sie gegangen. Ja. Haben sie ein Billett gehabt auf die Nachmittag um 2. Und dann so 10 Minuten bevor sie das abgemacht haben, ist er dort aus der Ausnüchterungszelle raus. Oh, Schön shit. seinen Scheiß wieder zusammengeräumt und er wartet jetzt noch auf die Rechnung. Ja, super. Und vor allem ist es doch ein riesen Scheiß. Die huren Polizisten, die Verbrechen klären, ich weiss, das sagen wir immer bei der Polizei, die hätten Wichtigeres zu tun. Aber es ist halt auch einfach so. Ich meine, nur weil das Zeugs, also ich will es jetzt nicht verbieten, Alkohol gar nicht, ich weiss auch nicht, was die Lösung ist, aber weil das Zeug so legal und so fest vertreten ist bei uns, ist es einfach ein riesen Job von der Polizei, die huren Schnapsleichen zusammenzusammeln, in eine Zelle zu stecken, ihnen nicht mal etwas ankreiden und es dann einfach wieder rauslassen, also rausrühren. Bin ja, das ist ja der Klassiker für KV-Absolventen auf Ayia Napa. Ja. Abschlussreise. Und dort ist es halt auch vorgekommen, wir sind 2 Parallelklassen. Also das E-Profil, das ich gemacht habe, plus das M-Profil, ein Teil. Sind beide auf Ayia Napa gegangen. Ich kann nicht wissen, dass du das E-Profil gemacht Ich hast. habe Ich habe immer gedacht, E-Profil. du hättest das M gemacht. Nein. Also ich habe ja zu einem späteren Zeitpunkt habe ich das BM2 habe ich ja noch nachgeholt. Aber am Anfang habe ich das E-Profil gemacht, einfach weil die zusätzlichen Fächer, also das M-Profil hat ja einen halben Tag mehr Schule, über 3 Jahre. Okay, so weit bin ich Irgendwie, nicht drin. und Ich weiss nur, das eine im ist für E-Profil- Sprache und das andere ist Mathe. Ja, und es hat irgendwie, glaube ich, letztes Jahr hat noch etwas gewechselt. Also mit den ja, gut. ALS hat das, Das sind glaube wir ich, zu alt geheißen dafür. und PE, Interessiert uns nicht. Prozesseinheit. Also glaub mir, es wird im Fall noch heftig sein, nur schon wenn mein kleiner Bruder in die Schule kommt und ich dir dann erzähle, was die machen. Also ich bin übergekehrt, wo mein kleiner Bruder gesagt hat, für unsere Lernschlau-Übungen haben wir alle iPads. Die haben alle iPads. Der ist in der ersten Primar. In der ersten Primar. Und er hat Schon ein ein iPad. iPad. Und es hat Krass. Minecraft darauf installiert. Oh. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Bei uns sind Games, nicht Gamer, das sind alles Amokläufer. Und wenn ihr das früher spielt, Hat's dann geheißen, hat's ja. geheißen, Ja, genau. ich mag mich noch daran erinnern. Gamen war bei uns etwas Asoziales gewesen. Das machen nur die Asozialen. Und heute hat die Schule bei uns, Primarschule, hat auf ihrem Tablet fucking Minecraft installiert. Erste Klasse. Ja, drin. Erste Klasse. Das- Krass. Ja. Was machen ja. jetzt all die Lehrer, die uns gesagt haben, das sind Mörderspiele? Sagen die das immer noch und es glaubt einfach keiner mehr? Oder sind sie so doppelmoralmäßig so, jetzt haben sie alle gemerkt, ja, okay. Das würde mich mal Ja, interessieren. Das ist noch eine schwierige Frage, weil eben, das ist ja so vor 15 Jahren ist das gewesen. Und dort eben so mit amerikanischen School-Shootings. School-Shootings, das ist ja heute nicht besser geworden. Nein. Im Gegenteil, glaube ich. Ja. Genau, und dort hat man, glaube ich, einfach das Problem kategorisch auf das abgeschoben. Ja. Weil es einfach eine einfache Antwort auf das Problem war. Ja, es ist ein klassischer Fehler. Du kannst hingehen und sagen, hey, yo, jemand, der einen Amoklauf macht, der wird höchstwahrscheinlich
auch in seinem vorherigen Leben Interesse an Ballerspielen gehabt. Du kannst es aber nicht umkehren und sagen, jeder, der Ballerspiele hat, läuft auch mal amok. Und das ist genau das, was dort passiert ist. Das gibt es ja oft, genau der Denkfehler. Weil auf die einen Seite geht es auf, dass das naheliegend ist, aber auf die umgekehrte Richtung kannst du es nicht sagen. Genauso wie wir sagen, oder schon mal im Podcast darüber geredet haben, mit den Mördern, die oft eine schlimme Kindheit hatten. Aber das heisst nicht, dass jeder, der eine schlimme Kindheit hat, auch tendenziell ein Mörder könnte sein. Und genau das ist der Fehlgedanke. Und dort ist es ja genau das Gleiche. Also, Ja. das ist schon... Und darum, ich glaube, also wenn ich heute meine Hochschule ist ja gerade neben der PA Zürich. Das ist gerade eine Ja. Straße nebendran. Dort werden neue Lehrer Und geboren. dort werden die neuen Lehrer, aber ja, das ist schon mal Oh, ein da ist mir- anderes Thema oh, für einen anderen Da Podcast. ist mir etwas passiert. Ich habe eine Kollegin, die ich im Moment an einem Arbeitsort neu angefangen habe. Habe ich dort mit einer Kollegin, die ich früher mal in der Schule war, und dann haben wir dort so geredet und so. Und dann haben wir über die eine Mitarbeiterin geredet und dann haben wir so gesagt, ja, die Lehrer, habe ich so gesagt, ja, die Lehrer das sind alles die gleichen. Wenn du nichts kannst, wirst du Lehrer. Und dann sagt sie, ja, ich bin jetzt an der PH. Oh, und ich bin da gestanden so, oh Scheiße, Sorry. da kommst du nicht mehr raus. Und dann habe ich es noch versucht zu retten mit so ja, weißt du, wenn ich dann mal filme, dann tue ich es dann vielleicht auch jemandem beibringen. Ja, in das Fettnäpfchen bin ich reingetreten, Ja. und zwar Vollgas. Aber es ist effektiv so unser Jahrgang, der kann langsam Lehrer sein. Ja, also ich habe jetzt schon Kolleginnen, die Primarschullehrerinnen sind. Mhm. Und wenn ich mir das vorstelle, so, what the fuck, hä? Hä? Ja. Und wenn man sich jetzt das bewusst wird, dass jetzt unser Jahrgang die neuesten Lehrer auf dem Markt sind, und die sind genau auch mit dem Gameboy aufgewachsen. Die haben so ein bisschen das Flair oder zumindest einfach das Verständnis für so etwas, dass wenn man früher mal COD, Battlefield, weiß auch nicht was gespielt hat, dass man nicht unbedingt gerade ein Mörder wird und jeder zweite umlässt. Ja, aber das ist ein guter Gedanke. Das ist so. Die neue Generation von Lehrern sind mit dem aufgewachsen. Und die werden das auch sind mehr sensibilisiert auf das. Ja, schon so, ja. Aber PA Zürich, da tue ich dann ein anderes Mal in einem anderen Podcast ein bisschen drüber erzählen. Gott, Alter. Aber wir sind bei Ion Up stehen Genau. Genau, E-Profil, Abschlussreise KV. Und dort war es halt auch so. Dort gibt es Zickzack-Bar in Ayia-Napa. Oh, Zickzack. Zickzack. Zickzack V4. Basti GHG. Das versteht. Basti? Ja, Zickzack V4. Zickzack ist sein Texture Pack. Das ist Oh. immer das Gaming Texture Pack. Schisch. Zickzack. Und das ist jetzt V4 draussen. Schisch. Mit heute heisst es, wie heisst es? Cosmetics. Cosmetics mit so Flügeln Ja. und so Zeug. Ja, voll. ja. Ja. Ich habe noch in Erfahrung Zickzack. gebracht, das neue Jugendwort ist Goofy. Goofy Shit, Goofy. Papa Platte. Ja, Papa Goofy. Platte. Alter, Ja. einer aus unserer Generation hat das Ja, neue ja, Jugendwort. der Digga, wir sind eben Goofy. doch noch in. Wir Ja, sind noch in. wir sind Goofy drin. ass Motherfucker, Digga. Wir sind im Game, wir sind noch nicht draußen. Nein, 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 doch, du bleiben bei dem. Ja, wir sind nicht draußen. Wenn ihr die jungen, neuen Jugendwörter wollt hören, dann ist Pushcast einfach ein Must. Number one. Yes. Number Number one, wenn die Liste von unten liest. Zickzack-Bar. Und das wird eben von Schweizer betrieben. Dort unten. Und dort war es eben auch der Fall. Lachgas war dort unten Ballönchen. immer legal gewesen, auf Zypern. Ist bei uns auch legal. kannst es im Ja, Coop irgendwie posten. ist es dort unten einfach früher schon auf dem Markt gewesen, keine Ahnung. Aber das hure Lachgas. Trend ist es gewesen, ja. Oder ein Trend, ja, keine Ahnung. Und dann hat es den einen Kollegen halt auch verwünscht. Den haben sie abgeführt und der ist irgendwo auf dieser scheiß Insel in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Und wir haben an diesem Abend, das ist eine riesige Aktion geworden, jedes Krankenhaus angerufen. Hey, ist der mit dem Namen bei euch eingeliefert Alter, worden? das hat ja Hangover-Vibes. Ja, Mann, Alter, das ist gar nicht gut. Lass ihn gewesen. Das ist Ayia-Napa, wirklich Digga. gar nicht gut gewesen. Oh shit. Und ja, irgendwie
wir haben den an diesem Abend nicht mehr gefunden. Wir haben dann einfach eine Art wie so aufgeben müssen. So, Jungs, mit Verlust muss man rechnen. Ja, das ist schon unser Trade-off. Oh, Ja, Scheiße. unser Tribut, das wir haben müssen zahlen. Ja, einnehmen. Das Alter, ist immer ja. unser Joke gewesen. In der Pfadi haben wir immer gesagt, immer wenn du Kind hast, eine Gruppe von Kindern, ist wichtig, 10% dürfen verloren gehen. Bei 20 Kindern sind das so 2 Kinder, die dürfen verloren gehen. Ja. Und das ist so, dann ist der Schnitt noch okay. Und eine Zeit lang haben viele Kinder das Gefühl gehabt, ich bin auch eines von diesen Kindern, dass das real ist. Also, dass es wirklich so ist, dass wenn du 2 Kinder verlierst von 20, dass das dann kein Problem ist. Deine Opfergabe. Ja. Ja. Aber dann zum Glück irgendwie am nächsten Morgen ist der so richtig lässig wieder zu laufen gekommen. Ja, weißt du wieso? Hey, Jungs, alles klar? Ja, die haben seit dem Abend um 1 haben die Kochsalzlösung reingelassen und der ist super hydriert. Ist der nachher. Der hat noch nie so einen schönen Kater gehabt, weil einfach der Körper aufgepäppelt worden ist. Ja, und es hat sich dann herausgestellt, ihm ist auch der Magen ausgepumpt worden. Ja. Also so angenehm ist das wahrscheinlich nicht gewesen. Nein. Aber er hat zum Glück nicht so viel mitbekommen. Aber bei uns war das auch mal ein Joke, dass man sagt, wenn du keinen Kater willst, musst du auspumpen. Ja. Also den Finger geben. Nein. Ins Spital, den Aha. Magen auspumpen lassen. Ach so. Dann hast du keinen Kater am nächsten Tag. Hast einfach ein riesen Theater sonst, aber hast keinen Kater. Weil sie dir eben die ganze Nacht... Weil das ist ja... Der Alkoholkater ist ja nur dein Hirn, das sagt, hey, ich habe zu wenig Flüssigkeit im Körper, zu wenig Salz, zu wenig wie heisst die? Ja, so was im Isostar trinkst. Wenn so, das hat auch einen Namen. Das Vater sein Kater. Kater Kater sein Vater. sein Vater, ja, Ja. genau. Das ist von den Jungs unsympathisch und Mark Eggers und so. True, ja. Elektrolytenhaushalt Ja, Elektrolyt, ist im das Boden ist, ja. unten, genau, das ist es. Und darum sagt man immer ein Zwiva, Zwischenwasser, also immer zwischen jedem Getränk ein Wasser und dann hast du nicht so einen Kater, weil genau dem vorbeugst. Unsere Strategie früher von mir und meinem Kollegen war, bevor du ins Bett gehst, 1 Liter Wasser exen auf ganz blöd. Dann ist es zwar schlecht gegangen, aber am nächsten Tag besser. Wie heisst der Begriff? Taktische Zwischenkotzer? Ja, taktische Zwischenkotzer, aber es gibt auch eine Abkürzung für das. TK war es nicht gewesen. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heisst, aber das Zwischenwasser weiss ich, das ist Zwiva. Ja. Das ist Zwiva. Ja. Aber es sind halt von Deutschland. Wir da Ja. sagen dem ein bisschen anders. Wir sagen vielleicht, oder bei uns in der Gruppe ist es einfach taktische Zwischenkotzer. Taktisch ist wichtig. Taktisch. Ja, das ist, weil du noch weiter planst den Abend. Ja. Dann musst du taktisch. Strategisch. Ja, und von der einen Mitarbeiterin habe ich gelernt, dass es an dem Oktoberfest einen Kotzhügel gibt. So nach dem Motto, dort gehen alle, die besoffen sind, zu besoffen, gehen dort kotzen und liegen nachher dort am Boden. Darum ist es der Kotzhügel. Weil dort bauen sie Hügel mit den Leuten, die gekotzt haben. Also von dort kommt es. Ich dachte, oh krass, was? Und dann habe ich ein Video von den Wiesen angeschaut. Und dann auch hinten, darum heisst es Wiesen. Weil alle besoffen auf der Wiese liegen. Das ist wirklich das Festzelt und dann so eine schräge Wiese. Im Festzelt sind alle, die noch mögen, außer auf der Wiese sind alle, die nicht mehr mögen. Und dann liegen dort einfach alle auf der Wiese rum. Darum Wiesen. So. Ja. Ach so. Und da habe ich das am Morgen hat's mir eine erklärt, eben, was Kotzberg ist. Und am Abend im Video höre ich das Wort Kotzberg, schaue da und dann Bild, alle am Rumliegen. Ja. Spannend. Voll. Spannend, ja. Wir sind ja im Thema Oktoberfest. Also langsam schon Ende Oktober. Aber Halloween. Halloween ist jetzt ein Thema, voll. Boah, das hat mich richtig reingeflasht wieder. Weißt du noch, 2014, 15 Killer Clowns. Die sind so ein Thema gewesen. weil Just a prank, it's just a prank. Es ist, auf der ganzen Welt haben sich die wie irgendwie aus dem Nichts sind die gekommen und sind wirklich draussen in die Unterführungen und so. Und ich weiss Und noch... der Lift. Ja, und als 15-Jähriger hast du das Gefühl, Mann, der bringt mich um. Und ich bin dort mit den Kollegen zu Pfäffiken rausgegangen. Einfach so ein bisschen normal Halloween, eben 15, 16 sind wir gewesen. Und ich bin alleine dort angelaufen und ich habe in jede Gasse hinterher geschaut und alles, weil ich so Angst hatte. Und dann haben wir 2 Stunden später einen gesehen. Einen Killer-Clown, der mit einem anderen ins Auto eingestiegen ist und sind weggefahren. Und diese Story, die haben wir 100 Mal erzählt. Die ist dann auch irgendwann ausgeschmückt worden. Mit der ist uns hinten reingerannt. Und keine Ahnung was.
Das ist dann aber nicht passiert. Aber Ich mag mich noch erinnern, es hat ein Video gegeben von so einem Aufzug, von einem Lift, wo, also ist jetzt nicht lustig, aber so ein Mensch, der ohne Bein geboren worden ist. Und dem haben sie unten dran so Gedärme angepostelt. Und im Lift ein riesen Blutlachen. So. Und nachher hat eben so ein Ahnungsloser hat den Lift abbestellt. Die Türen sind aufgegangen und dann ist so ein kaputter halber Mensch auf dich dann mit den Armen so ich glaube, das Video habe ich auch gesehen, Digga. Und Killer Clowns. Krank. Und Killer Clowns. es hat ja dann irgendwann aufgehört, weil wirklich ein paar von diesen Killer Clowns erschossen worden sind. Aha. Halt, also ich habe auch mal ein Video gesehen von einem, wo da einen verschreckt hat. Der andere zieht die Waffe, der Clown zieht die Masken ab, sagt hey, nichts anderes, schießt. Ja, Fertig. it's just a prank. Just a prank. Ja, Scheiße sorry. gelaufen. Digga, also da... Das, aber dass bei so Trends, auch schon 2015, immer zuerst müssen Leute sterben, bevor dass man kollektiv merkt, dass es ein Scheiß ist. Uiuiui. Krass. Aber also Halloween erinnert mich immer an die Killer Clowns. Weiß nicht, ja. 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 Halloween ist wieder. Halloween. Ja. Voll, ja. Ich weiss gar nicht, was wir für glaub, Uhrzeit haben, Wir aber sind so schon langsam. recht gut in der Zeit. Voll, ja. Jetzt können wir eine Schätzung abgeben. Was denken wir, wie lange läuft die Aufnahme schon? Ich glaube 86 Minuten. Wow, das ist eine gute Schätzung. Ich würde im Fall auch in die Richtung sein. Schon? Jetzt mache ich aber ich könnte ja jetzt einfach sagen, entweder 7 oder 85, um so möglichst nah zu sein. Aber ich sage, Du kannst einfach mehr oder weniger ich poker sagen. jetzt einfach zu hoch. Ich sage 92. Weil ich bin ja noch auf dem WC gewesen, vielleicht. Ach so, ja, stimmt. Also der andere bewegt sich da ganz kurz an den Computer. Also wir sind beide schlecht. Wir sind bei 77 Minuten. Oh, Ja. also ich bin näher gewesen. Ja, total. Ich hätte gescheiter 84 gesagt, Tami. Ja. Ja. Das heisst, wir haben noch Zeit für... Wir haben Zeit. Ja, wir also, haben Zeit ich habe zum vor allem dich noch nicht gefragt, Nils, wie geht's denn dir? Am Schluss von dieser Folge noch schnell sneaky fragen. Mir geht es so zu 54 gut. Also weil einfach links und rechts zu viel passiert. Aber Bachelorarbeit, die mich komplett einholt. Und ich habe diese Woche eben in Erfahrung gebracht, dass ich Anfangs Dezember, also am 1. Dezember, muss ich mein Grobkonzept einreichen. Und das Ui. ist halt so in 4 Wochen. Ja, und jeder, der weiss, wo Und- schon mal ein Konzept eingereicht hat, weiss, da muss eigentlich alles schon ziemlich stehen. Oh, shit. Und das habe ich anfangs von der Woche in Erfahrung gebracht und das gefällt mir gar nicht. Und, aber Aber Bro, du bist ein Lebemensch, 54%, trotzdem, hure stark. ja, eigentlich Stabil, schon, es hätte ja. auch können bei 20 Also, sein, 10 oder? Applaus, ja. Ja, true. Das hat jetzt vielleicht ganz weird Das getönt. muss ganz komisch tönen Ja. haben. Aber Du mal raten, was ich gemacht habe. schreibt es in den Kommentar. Ohne Kommentar. Ohne Kommentar. Aber Aber das kann ich Bachelor- grad, ja. ja, erzähl nachher grad von deiner Bachelor, wenn wir gerade bei Fragen sind. Man kann bei Kommentaren, man kann bei uns auf Spotify, habe ich gesehen, Fragen stellen. schon? Kommen wir die auch irgendwie über, wenn dort jemand eine Frage schreibt? Ich würde sagen, probieren es mal. Probieren es mal aus, das testen wir jetzt. Probieren es mal. Einfach Voll. mal. Ja, und wenn es funktioniert, dann werden in der nächsten Woche vorgelesen. Ja, und wenn es nicht funktioniert, dann probiere ich es halt selber. Das habe ich keiner macht. Voll, ja. Ja, Bachelorarbeit und sonst einfach einfach Aufträge. Money. Projekt. Und der hat ein Sörgeli und da muss noch etwas gemacht werden und sowieso. Und bis Ende November das noch und sowieso. Und ich glaube, ich brauche eine Sekretärin. Ja, dann machst du aber etwas falsch. No. Nein, aber im Großen und Ganzen es geht mir gut und zufrieden mit dem Leben und sonst sowieso. Alles Machbare. Ja, eben, es sind alles machbare Probleme. Das ist ist mehr schön. so der Zeitfaktor, Ja. wo aber, das ist auch das Ding, ich habe mich noch nie
eine halbe Stunde einfach angeguckt, um ein sauberes Zeitmanagement irgendwie so zu machen. Einfach alles schön planen. Das mache ich dann, das mache ich dann. Es ist halt auch unserer Tätigkeit geschuldet, dass am Morgen irgendjemand anruft. Hast du am Nachmittag Zeit, kann ich vorbeikommen. Und dann ist einfach der ganze Tag und damit verbunden vielleicht der nächste Tag und der übernächste Tag wird zum Dropsy gerührt. Und alles unter einen Hut bringen, das ist, glaube ich, ein bisschen Stichwort. Das ist nicht immer ganz einfach, aber irgendwie haben wir es noch immer angebracht. Ja, voll. Irgendwie haben wir es immer geschafft und darum glauben wir daran, dass wir es wieder schaffen. Das ist so. Nein, du wirst das auch schaffen. Voll, ja. Eben, ich sage, Bachelorarbeit ist wichtig, die machst du jetzt und für unsere Kunden immer da sein zu jedem Moment, das kannst du auch nach der Bachelorarbeit noch. Mit das ganze Leben lang, ehrlich gesagt. Genau, eben, ich glaube, da müssen es einfach unten durch gewisse Sachen. Das ist einfach so, aber ich habe ja dort auch, als ich meine Abschlussarbeit dran war, den Abschlussfilm, habe ich ja auch zwischendrin noch ein Musikvideo gemacht. Und das hat mich dort auch mehr belastet, wieder, dass es mir gebracht hat. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Entscheidung nochmal treffen müsste, auch wenn ich auch jetzt immer noch würde denken, hey, hure schade, wenn du es nicht machst, weil es ist wieder eine verpasste Chance. So. Aber am Ende, gerade so, ist es okay, wenn man den Fokus auf die Schule mal setzt. Weil eben am Ende, es ist jetzt und das andere kann man auch nachher noch machen. Ja. Korrekt, ja. Und darum nächste Woche ist jetzt mehr, also auch Schule. Ich habe nächste Woche so Bootcamp-mässig. Also Donnerstag, Freitag, Samstag, den ganzen Tag Schule. Müssen wir dann noch schauen, wie wir es organisieren. Ja, stimmt. Aber auch am Abend, nächste Woche, habe ich relativ viel mit den Kollegen abgemacht. Das ist schön. Also am Mittwoch am Abend kommen Kollegen zu Abend essen. Freitag gehe ich zu jemandem zu Abend essen. Plus am Samstag gehen wir blöd tun. Sehr schön. Zuckermesse. Zuckermesse. Ganz geil. Genau, also wenn ihr mich einmal möchtet sehen. Appa Zuckermesse. Appa Zuckermesse. Samstag so ab dem 6 Uhr oder so bin ich wahrscheinlich dort irgendwo am rumplägern. Und mich einfach besaufen. Sehr schön. Sehr geil. Voll. Fix. Das klingt doch nach einem Plan. Das klingt nach einem Plan. Voll. Aber ja, bis dahin, wir haben erst Donnerstag. Also da läuft... Es läuft viel zu viel. Ja. Wäre ja schade, wenn nichts läuft. Es läuft immer automatisch. Also wir können gar nichts dagegen machen. Das Nein. ist ja auch so. Ja, wir können auch nicht einfach aufhören. Das habe ich auch schon gemerkt, ja. Ja. Das ist so. Ich bräuchte langsam auch mal wieder Ferien. Oder eine Sekretärin. Ja, eine Sekretärin. Ja. Aber dann machen wir uns nur noch mehr Probleme. Mit einer Sekretärin? Ja, die Wenn löst ein Problem. Zahlen. Nein, wir müssen die zahlen. Weißt du, ein grosses Problem? Ja. Dann müssen wir noch schauen, dass wir die immer zahlen können, weil sie hat die 2 Kinder oder keine Ahnung was. Ui. Die dürfen einfach nichts kosten. Ja. Aber das gibt es nicht. Nein. Zumindest keine gute. Voll. Ja, und sonst, ich habe, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich habe noch etwas, was ich erzählen kann. Ja, ich habe noch etwas. Und zwar am Samstag mache ich mal wieder mit Kollegen einen Star Wars Marathon. Yes. Also ich stoße dann erst später bei ihnen dazu, weil wir noch einen Auftrag haben. Aber ich gehe dann irgendwann am 10 Uhr am Abend oder 11, 12 oder so stoße ich dort dazu. Sie fangen am 6 Uhr am Abend an und geplant ist bis am nächsten Morgen um 9 Uhr alle Star Wars durchzuschauen. Natürlich Extended Versions, Director's Cut, also völlig riesig. Da freue ich mich fett drauf, das wird chillig. Ja, fix. Ist immer geil, so Marathons machen, das mache ich immer gerne, weil du schaust halt Filme, die alle schon gesehen haben und dann kannst du richtig über die Filme reden. Du kannst die nochmal ganz anders kennenlernen. Es ist ein bisschen Nerd-Shit, aber es ist geil, also es ist mega Freude. Sowieso. Und es ist wirklich einfach
5 Schwänze, die dort hocken und sich die Filme anschauen, die wir schon je gesehen haben und sich einfach denken, geil, Mann, ein Geil. Bier dazu und perfekt. Geil. Ja, voll. Aber sonst läuft einfach sonst zu viel, für das, dass ich irgendwie gross etwas könnte machen. Voll. Ja. Aber ich glaube, nächste Woche werden wir auch wieder einiges zu erzählen haben. Und ich habe noch eine coole Idee zum Abschluss so zu machen. Weil in der Zwischenzeit wird ja Halloween stattfinden. Ja. Und wir können so ein richtig dunkles, eine dunkle Lache können wir machen. Aha. Weißt du, was ich meine? Aha. Okay, mit dem Wir Countdown. sollten lachen? Ja, sicher machen. Oh, tun wir? Oh machen. Gott, ja, ja. nein, scheiße. Und Ich dachte, ich kann nachher chillig einen tun wir- einblenden. Nein, ja, schon, aber wir tun jetzt so dunkel lachen und nachher tun wir ein cooles Lied einblenden und so überfaden. Und ich tue jetzt Countdown machen und wir tun mit einer ganz tiefen Stimme. Okay. Ist gut? Okay. 10, 10. 10, so weit vorne. Also 3, 2, 1. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your dreams tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be.